Dinsdag, Oktober 10, 2023. Bandman, Grassy Lake. Eine rechte Gottesfurcht te haben in ons leven, dan moet we God recht kennenlernen, dan moet we een rechte aanblik van hem hebben. We moeten dat weten dat God heeft dat zeer goed voor met ons. Hij gleicht ons dollar als ergens een mens op deze wereld. Hij meint dat beter als ergens ons beste vriend dat met ons meint. En wenn wir in sein Wort anchecken, dann sagt er uns durch verschiedene Dinge und was die Gottesfurcht tät und wo die uitleven tät. In Matthäus Kapitel 10, Vers 28, du sagst, en furcht nicht für die den Körper dood machen kann und die Seele aber nicht dood machen kann, furcht lieber für den, der Körper und Seele verdorben kann in der Hall. So hier hielt sich das sehr streng, was Gott reden tät. Aber er will uns bloß einmal sagen, dass wir uns nicht fürchten für die Menschen. Viel doller, dass wir sollen in Respekt haben für ihn. Wir sollen am kennenlernen und sein, was er dort meint. Wir wollen uns von der ein paar Beispiele nennen, wo wir das sein, wo Menschen eine rechte Gottesfurcht haben. Und sie deuten Gott doller horchen, als sie den Menschen deuten. Sie wissen, sie würden verantwortlich sein vor Gott für diese Dinge. In Prediger, Kapitel 12, du lesen wir die letzten zwei Verse, die sagen, es steht, lass uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gehört allen Menschen zu. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles was verborgen ist, es sei gut oder böse. So, Gott hat das sehr klar in seinem Wort gesagt, dass er wird alle Dinge, was wir in uns Leben getan haben, durch was wir wollen Rechenschaft geben. Und so, wir brauchen uns von der nicht grühlen, weil was Gott nochmal alle tun. Wir können das von der tun, dass wir diese Dinge können tragstellen, wir können Vergebung kriegen. Ein paar Beispiele, wir sind wegen Pharao streng wird mit dem Volk Israel. Dann sollen wir in 2. Mose, Kapitel 1, dann sagt er zu den Midwives, was du mithalten deuten mit der Geburt von den israelitischen Frühs, dann sagt er, kann nicht zu Ende, dass sie sollen all die, was du in kleinen Jungen haben, sollen sie anbringen. So wenn es dort Jungkind geboren ist, dann sollen sie dort tot machen. Dann sagt uns die Bibel, du in Vers 20 und 21, dass diese Frühs, die deuten dort nicht. Sie horchten nicht den König, warum nicht? Weil sie hatten eine Gottesfurcht. Sie wissen, sie dachten an, was wird Gott sein für diese Sache, über diese Sache. Und so sie deuten Gott alle horchen. In David sein Leben, sei wieder auf eine steht, wo er seine Menschen, seine Soldaten teilen hat. Wie viele Soldaten er hat, wie stark er wird, was er wird alles tun. Und dann schickt Gott ein Prophet nach David, den Arm sein, dass er auf Arach getan, und dass Gott wird am hier verstrufen. Dann sagt das Prophet, du hast 3 Dinge, wo Gott sagt, dass ich dich verstrufen. Eins, du wirst 7 Jahre von Hungersnot sein. 2, dass du wirst 3 Monate uitkleven für deine Feinde. 3, dass du wirst für 7 Tage, wo du eine Krankheit in Land kommen, was viele Menschen wird zum Tod bringen. Und wann von diesen würde David sich wählen. Und dann sagt uns dort in 1. Könige, Kapitel 24, Vers 14 sagt David, David sprach zu Gott, es ist mir sehr Angst, aber lass uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Ich will nicht in der Menschenhand fallen. So wir sollen einmal dort als eine rechte Erkenntnis über Gott, eine rechte Gottesfurcht, dort wir würden lieber in Gott seine Hände fallen, weil er ist barmherzig, er ist gnädig,
En met arm weet we dat hij meint het goed met ons.